herzlich willkommen zurück in meinem Kanal. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch jetzt mal das, was wir in der Schulung am Samstag gezeigt bekommen haben. Ich arbeite witzigerweise seit der Freischaltung im Bayern Atlas mit diesem Feature. Ihr seht im Hintergrund schon mal den Bayern Atlas, wenn man ihn aufmacht. Und ich zeige euch jetzt mal ein paar Sachen. Wenn ihr die schon kennt, super. Wenn ihr diese Features noch nicht kennt, dann freue ich mich euch, wenn ich hier ein paar Sachen zeigen kann. Also interessant, ich habe jetzt einfach irgendein Gebiet ausgewählt. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich da suchen gehe. Das ist ein Stückchen weit weg von mir. Ich habe das jetzt einfach mal blind gewählt. Okay? Und wie ihr seht, hier ist Wald, hier geht eine Straße lang. Ich habe es mir noch nicht angeschaut. Das heißt, ihr ruft den Bayern Atlas auf, wählt euch euer Zielgebiet aus und dann wechselt man hier das Thema. Und dann gehe ich hier erstmal auf Planen und Bauen und bekomme dann hier schon mal angeboten Denkmaldaten. Und suche mir hier dann das Bodendenkmal aus. Wie ihr seht, sind hier einige Bodendenkmäler drin. Dann, was wirklich interessant ist, ich wechsle hier das Thema und gehe auf die Geobasisdaten. Und den Geobasisdaten habe ich hier Überlagerungen. Und bei Überlagerungen wähle ich mir hier Geländerelief aus. Jetzt seht ihr hier im Hintergrund schon mal, dass hier schon mal die ganze Karte mit dem Wald vorher nicht mehr vorhanden ist, sondern ich sehe jetzt, was im Boden eigentlich so drin ist, ohne Bäume. So, jetzt habe ich hier die Möglichkeit bei Auswahl, also was hier gleich unten drunter ist, Auswahl, dass ich hier sagen kann, ich möchte von dem Geländerelief, kann ich hier die Transparenz verändern und vom Bodendenkmal möchte ich hier auch die Transparenz verändern, sodass ich noch erkenne, es ist ein Bodendenkmal. Schlösser brauche ich nicht. Das war vorher in der Auswahl drin. War einfach so, als ich die Seite standardmäßig aufgerufen habe. So, jetzt schließe ich das ganze Ding hier. Und ihr seht, ich hole euch nochmal das Luftbild her. Also man kann es auch überlagern. Hier seht ihr das Luftbild noch ganz leicht im Hintergrund. Ich habe jetzt dieses Relief weiter überlagert. So, jetzt ist es ganz interessant. Wie gesagt, blind ausgesuchtes Gebiet. Jetzt ist es ja hier rot, wie ihr seht. Klicken wir mal drauf und bekomme ich angezeigt Schiffgrubenfelder von frühgeschichtlicher bzw. mittelalterlicher Zeitstellung. Okay. Was haben wir hier drüben? Schiffgrubenfeld, genauso da oben. Auch Schiffgrubenfelder. So, jetzt haben wir hier unten. Genau. Da oben. Das gleiche. Also da wird viel geschürft. Und ich denke mal, dass da nach Erzen gesucht wurde im Mittelalter oder früher. Und wie ihr seht, wenn ich hier ein bisschen näher rein zoome, ich finde das toll, weil ich schaue hier einfach durch den Wald durch. Also ich gehe jetzt nochmal her, mache jetzt hier mal die Überlagerung aus. Das ist der Wald, so wie er gerade eben in echt aussieht. Und wenn ich das hier einzoome, seht ihr auf einmal, ah ja, okay, wie eine Kraterlandschaft, wie eine Mondlandschaft. Und ihr seht hier diverse Strukturen. Und diese Strukturen, muss ich sagen, sie sind denkmalmäßig nicht erfasst. Ich sehe ja nichts Rotes. Wenn ich da mal draufklicke, gibt es auch keine Daten dazu. Ich schaue mal, dass ich noch ein bisschen näher reinzoomen kann. Für mich sieht es aus wie Hügelgräber oder Grabhügel. Ja. Ich lege jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer, aber wie ihr seht, die Form, also muss ich ein bisschen daran gewöhnen, es sieht eigentlich aus wie ein Einschlagkrater, aber die Form, die geht nach außen, also die ist, wie sagt man da, wie was beim Skateboardfahren, nicht konkav, sondern, wie heißt das die Gegenform? Mir fällt es gerade nicht ein. Konvex, danke. Wir haben hier eine konvexe Form und wenn wir hier mal ein bisschen wieder rausgehen, schauen wir mal, ob wir hier ältere Straßen sehen. Schauen wir mal, ob das für eine Straße ist. Die Straße gibt es schon. Also wie gesagt, ich habe das jetzt einfach blind ausgewählt. Ich zeige euch später vielleicht auch ein bisschen bekanntere Sachen. Und hier, wo es rot ist, das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Also hier seht ihr, da wird ordentlich geschürft. Das sieht hier wirklich aus wie eine Mondlandschaft.
Und das kann alles Mögliche bedeuten. Also Schürfen, dass zum Beispiel diese Straße auch schon älter ist, dass dort zum Straßenbau geschürft wurde. Ich denke mal eher, dass dort für nach Erzen geschürft wurde. Genau, jetzt habt ihr mal so einen kleinen Geschmack bekommen, wie das Ganze so aussieht. Und das finde ich echt sehr hilfreich, weil ansonsten, wenn man sich die Webseiten so anschaut, wenn man zum Beispiel, Moment, gehen wir mal ein bisschen weiter rüber, schauen, was wir hier noch so sehen. Also es sind hier viele prominente Hügel zu sehen. Und ja, also wenn man da rumlaufen würde, wäre das interessant herauszufinden, ob das Hügelgräber sind oder auch nicht. Sehr interessant. Ich scroll mal einfach so ein bisschen rum, dass ihr das auch so ein bisschen sehen könnt. Okay, hier ist zum Beispiel sehr interessant. Hier habe ich eine viereckige Struktur drin, wo aber nichts erfasst ist, dass das ein Bodendenkmal ist. Es ist die Frage, ob es eine Viereckschanze ist. Schwer zu sagen. Gehen wir mal zu Werkzeugen. Dann können wir hier mal messen. Dann sagen wir einfach mal Distanz. Genau, passt. Dann messen wir das einfach mal aus, um ein Gefühl zu bekommen, wie groß ist denn das. Also ihr seht, das sind ungefähr 8 Meter Länge. Und da würde ich sagen, ich kann mir jetzt schwer vorstellen, dass eine Viereckschanze 8 Meter lang ist. Okay, aber das ist ja auch ein tolles Werkzeug, wo man einfach dann wirklich das ausmessen kann. Und ja, also ich gehe mal davon aus, dass das keine Viereckschanze ist, aber es ist auf alle Fälle eine interessante Struktur. Ich blende mal, machen wir das mal wieder weg. Gehen wir mal wieder auf unsere Geobasisdaten zurück und sagen hier drin bei der Auswahl, dass wir das mal ausblenden. Es ist auf alle Fälle interessant. Es ist eine viereckige Struktur hier mittendrin. Vielleicht ist es ein römischer Wachturm in Burgos, was ich jetzt nicht glaube, weil ich sehe hier, wenn ich so reinschaue, keine römische Aktivität oder dass hier irgendwie, das Bodendenkmal ist ja noch eingeblendet, dass hier irgendwas langläuft. Nur sehr interessant. Also wie ihr seht, man kann da Stunden verbringen, sich die Umgebung, die man sonst besondelt oder besondeln möchte, sich näher anzugucken. Und man findet immer wieder interessante neue Sachen. Wenn wir jetzt mal hier ein bisschen weiter rauszoomen, dann sehen wir hier zum Beispiel hier drüben, das ist ein Kreis, mittelalterlicher Turmhügel. Okay. Was haben wir hier Schönes? Schon wieder ein Schiffgrubenfeld. Ich denke mal, das werden auch Schiffgrubenfelder sein. Ja. Gehen wir nochmal ein bisschen weiter raus. So, gehen wir mal ein bisschen weiter nach hier drüben. So, was haben wir denn hier? Isolitische Feuerwehrstation. Okay. Was gibt es hier drüben Schönes zu sehen? Steinzeitlicher Schlagplatz. Okay. Und hier oben das gleiche. Und hier im Wald drin Grabhügelfeld. Sehr interessant. Also hier ist ein Grabhügelfeld. Laut den Denkmaldaten, wenn wir es hier ein bisschen näher rein zoomen, dann werden wir hier wahrscheinlich auch hier die Grabhügel sehen können. Und wie ihr seht, haben wir auch schon wieder hier diese Hügel. Und man sieht sogar noch, dass hier Hohlwege langlaufen. Hier laufen auch noch alte Hohlwege. Und Hohlwege entstehen ja dadurch, dass Menschen angefangen haben, hier durchzulaufen. Und je länger sie durchgelaufen sind, desto tiefer ist der Boden niedergetrampelt worden. Und wie ihr seht, zum Beispiel war hier vielleicht mal der Weg versperrt aufgrund von Wasser, was im alten Hohlweg stand. Deswegen sind die Leute dann nicht mehr so lang gelaufen, sondern sind um den alten Weg herumgelaufen. Und so entstehen diese sehr interessanten Muster, die da drin sind. Wenn wir jetzt mal das Geländerelief ausblenden, dann sehen wir von diesen alten Wegen nichts mehr. Was noch sehr toll ist, man kann hier bei dem Thema wechseln, auf das Thema Zeitreise gehen.
Und dann holen wir uns mal alte Karten her. Ihr seht, hier oben haben wir eine Zeitleiste eingeblendet bekommen und die ziehen wir jetzt einfach mal zurück. Also 1834 gab es hier noch keine Aufzeichnung. Dann gehen wir mal, hier gibt es schon Aufzeichnungen, die leider sehr grob sind. Gehen wir ein bisschen weiter voran. So, jetzt seht ihr schon, jetzt kommen wir schon langsam in eine feinere Zeichnung der Historie hier rein. Schauen wir mal, ob es noch ein bisschen schöner wird. Genau. So, jetzt seht ihr hier die sehr interessante Karte, muss ich sagen, weil wenn wir die jetzt mal von der Transparenz ein bisschen weiter ausblenden, so dass wir sie noch ein bisschen sehen können, und dann mal kurz wegklicken, seht ihr, dass hier alte Wege, ich zeige es euch mit der Maus mal, dass diese hier auch noch eingezeichnet waren. Also Hohlwege, die wahrscheinlich über längere Zeit genutzt wurden. Hier ist auch eine Doline eingezeichnet, was gut dazu passen würde, zu dem, was wir da vorher gesehen haben. Ich scroll mal wieder ein bisschen weiter rein. Also sprich, eine Doline ist dann ein eingestürzter Bereich. Genau. Und das Ganze ist dann, wie gesagt, hier im Bodendenkmal als Grabhügelfeld eingezeichnet, was sich hier bis davon erstreckt. Wenn wir uns die Umgebung davon anschauen, bin ich mir sicher, dass dieses Grabhügelfeld sich noch weiter erstreckt. Hier seht ihr noch mehr von diesen alten Hohlwegen, die sich hier durch das ganze Gelände ziehen. Hier ist noch was eingezeichnet. Hier muss anscheinend auch mal eine Gebäudestruktur gestanden sein. Und das Tolle ist, also ich muss echt sagen, dieser Bayern-Atlas ist unwahrscheinlich, was hier an Informationen zugänglich sind. Wenn wir hier mal ein bisschen weiter von der Zeit zurückscrollen und ein bisschen rauszoomen, dann haben wir hier eine Struktur, wobei leider keine nähere Erklärung in der Legende daneben steht. Sie scheint aber nach 1900, ja, sind wir schon in der Zeit des Dritten Reichs, Kriegsende. Schauen wir mal. Also die ist nach dem Dritten Reich entstanden. Vermutlich war da vielleicht mal ein Bauernhof oder irgendwas. Und ihr seht hier ganz toll diese alten Karten, die man damit einblenden kann. Und Pingertal könnte vielleicht auch daher stammen, weil ein Ping waren alte Erzabbaustellen, die vom Mittelalter und im Mittelalter schon genutzt worden sind. Deswegen wahrscheinlich auch hier Pingertal. Wenn wir uns das Pingertal mal vornehmen und hier die Zeitreise mal ausschalten und hier vom Relief mal ein bisschen reinzoomen. Nee, das ist schon alles überarbeitet. Hier mal lauter moderne Strukturen, die Straße drin. Aber ich denke mal, es wird sich schon davon ableiten, meine Theorie jetzt von den alten Erzabbaustellen. Genau, also das mal ganz grob hier so, was man da machen kann. Und ich versuche jetzt gleich mal ein Beispiel zu finden von einem bekannten Bodendenkmal, auf dem man natürlich nicht sondeln sollte, aber um euch einfach dieses Feature noch ein bisschen besser zeigen zu können. Gut. So, wie gerade eben versprochen, habe ich jetzt mal ein anderes Gebiet hergesucht. Wie ihr seht, ich habe jetzt mal das Standard-Luftbild hergeholt. Ihr seht hier einfach einen Wald. Da drüben rechts Felder. Sieht jetzt nicht so spannend aus, das Ganze. Wenn wir jetzt mal hergehen und ich wähle jetzt mal aus Bodendenkmal und Geländerelief, dann bekomme ich hier oben schon mal angezeigt, zum Beispiel, das ist sehr interessant. Machen wir mal das Bodendenkmal nochmal aus und die Reliefkarte. So, jetzt sieht man es nicht mehr. Hole ich das Bodendenkmal her. Jetzt ist hier gesehen, diese Struktur, die sehe ich nicht, wenn ich hier auf der Karte hinschaue. Da kann ich reinzoomen. Ich sehe davon gar nichts. Ob ich jetzt bei Google oder bei Bing Maps schaue, ich werde dort nie irgendwas sehen. So, jetzt holen wir uns das Ganze nochmal her. Also wie gesagt, ich mache hier keine Anleitung, dass ihr da sondeln gehen sollt, sondern ich möchte euch einfach zeigen,
an bekannten Strukturen, wie man dieses nutzen kann. So, jetzt schauen wir uns erstmal das hier oben an. Ich denke mal, ihr wisst alle vermutlich, was das sein wird. Und zwar ist es der Limes, der hier langläuft in Rätien. Das ist eine Teilstrecke von dem Limes. Und hier diese Struktur, ich gehe mal ein bisschen näher rein und klicke mal drauf, dass ihr seht, was es ist. Und zwar ist es das römische Kleinkastell Biebig. So. Das Tolle ist, ich kann es hergehen, finde ich total super, über Werkzeuge. Ich kann sagen, ich möchte mal, nein, ich möchte nicht das Fragezeichen auswählen, ich möchte messen. Dann sage jetzt einfach, wie groß war denn dieses Kleinkastell damals. So, jetzt gehen wir mal von Außenmauer zur Außenmauer. Wie ihr seht, 46 Meter sind wir hier schon mal und haben, wenn wir uns das Ganze mal hier zusammenklicken, so Pi mal Daumen, zack, haben hier eine Gesamtfläche von knapp 2000 Quadratmetern, wo die Römer dann damals ein Kleinkastell sich errichtet haben. Genau. Werkzeug super praktisch. Gehen wir mal zurück zur Auswahl wieder. So, wenn ich jetzt hier weiter schaue, dann sehe ich, hier sind auch Strukturen drin. Das sieht nach einem Wachturm aus, ohne dass ich jetzt mal drauf geklickt habe. Ne, ist sogar ein Kleinkastell von Hegelohe. Okay. So, ich denke mal, hier in diesem Ding wird wahrscheinlich ein kleiner Wachturm gewesen sein. Und dann kann man das Ganze immer weiter verfolgen. Hier ist auch mal wieder eine Struktur drin. Ich zoome mal ein bisschen weiter rein. Wird wahrscheinlich auch ein Kleinkastell sein. So, ein Wachtposten, der auch nummeriert ist. Und so weiter und so fort. Wie ihr seht, dieses Tool ist sehr mächtig und die Römer, die haben sich ja nicht nur in dem roten Gebiet aufgehalten. Das ist das, was ich mir immer denke. Die haben in der Umgebung ihre Villa Rusticas gehabt, wo dann die Lebensmittel und andere Sachen, die die römische Besatzung benötigt hat, produziert worden sind. Ich bin mir sicher, dass in all diesen roten Flächen, wenn ich hier mal reinklicke, schau mal, was das sein soll. Genau, also da haben wir diverse Sachen von Siedlungen frühgeschichtlicher Zeitstellung, so wie hier auch. Schauen wir, ob das römisch ist. Genau, hier haben wir ein Kastell, Vicus und Brandgräberfelder der römischen Kaiserzeit. Jetzt gehen wir mal hier weiter rein und schauen, ob wir hier drin noch Strukturen erkennen können. Also ich sehe jetzt auf Anhieb nicht sofort welche, aber was interessant ist, wenn ihr, wie gesagt, euer Sondergebiet aussucht und ihr wisst, dass da oben eine römische Straße lang geht und ihr zum Beispiel hier auf diesen Feldern, die weit genug weg sind, wenn wir das mal ausmessen mit Werkzeug, wie weit sind wir denn weg von dem Ganzen? Nein, ich will nicht als Fragezeichen, ich weiß nicht, warum ich immer draufklicke. So, ich möchte jetzt einfach mal die Distanz ausrechnen. Zum Beispiel, ich habe die Genehmigung hier auf diesen Feldern. Da bin ich fast 1,5 Kilometer weg von dem Bodendenkmal und von dem Bodendenkmal da unten auch und von dem da hinten auch. Und ich denke, das ist in Ordnung, so dass man hier zum Beispiel davon ausgehen kann, wenn hier irgendwas im Wald ist, da vorne, und dass die römische Besatzung, die damals hier ansässig war, dass die auch hier rumgelaufen ist, weil die sich nicht in der roten Fläche aufgehalten hat. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, hier interessante Funde zu machen, schätze ich als sehr hoch ein. Und ja, genau. Also ihr seht, das ist eine prima Sache und was auch ein tolles Feature ist, ich bin gerade aus Versehen drauf gestoßen, zum Beispiel, ihr wollt es mal erkunden, zum Beispiel ihr seht diese Löcher hier. Wenn ich mal hinschaue, vielleicht sehen wir es ja hier auch, gehen wir mal zum Limes hoch nochmal. Ein bisschen raus. So, lieber Limes, wo hast du dich versteckt? Da ist der Limes, genau. Der geht zum Beispiel hier durch den Wald durch. Das heißt, wir müssten eigentlich hier links und rechts neben den Mauern, müssten wir hier mehr Felder sehen oder mehr Löcher sehen, wo die Römer ihre Steine herausgeholt haben, um diese Mauer zu befestigen. Und ich denke mir mal, hier sind ein paar Löcher zu sehen, hier genauso neben
der Mauer. Ihr seht, die Mauer selber ist relativ schmal, also jetzt hier auf dem Bild. Und die Denkmalfläche ist natürlich größer eingetragen. So, was jetzt auf alle Fälle interessant ist, ihr seid jetzt irgendwo hier drin unterwegs. Hier denke ich mal, haben wir wieder Grabhügel. Genau. So, ihr seid jetzt aber zum Beispiel, ich sag's, diese Struktur, es ist nur ein hypothetisches Beispiel. Diese Struktur ist super interessant. Und wenn ihr hier mit der rechten Maustaste drauf geht, dann bekommt ihr hier die Koordinaten eingeblendet, die ihr sogar mit diesem Code einlesen könnt in euer Smartphone oder GPS-Gerät, um dann mit dem GPS-Gerät genau diese Stelle zu erkunden. Und ich finde das super, also ein tolles Werkzeug mit unwahrscheinlich vielen Möglichkeiten, wie ein Schweizer Taschenmesser, um uns Ehrenamtlichen, die hier ehrlich suchen wollen und nicht den Bayern-Atlas und den Denkmalviewer als Schatzkarte missbrauchen, um uns hier Hilfe zu geben, Sachen einfacher zu finden. Also ich glaube, das sollte ausreichend gewesen sein von den Informationen. Ihr habt gesehen, wie es funktioniert. Wenn ihr Fragen habt, gerne auch in die Kommentare. Zum Beispiel auch sehr interessant, diese 3 Hügel, die hier rausschauen. Hier ist auch keine Denkmalfläche eingezeichnet. Also es ist ganz toll. Und ich zeige euch jetzt nochmal kurz hier was in Ingolstadt, wenn wir schon dabei sind, wo man das noch ein bisschen prominenter sehen kann. Das ist eine modernere Struktur, also aus dem 18. Jahrhundert. Und zwar hier ist die Audi. Und dann gehen wir doch mal hierher. Was will ich euch denn genau zeigen? Warum ist denn ist die Audi? Ja, genau. So, genau, hier drüben. Also, wenn ich jetzt mal die Auswahl mal komplett ausblende, dann sehe ich hier drinnen eine Struktur, zum Beispiel in der Nähe von der Audi. Wenn ich das einblende, sehe ich, okay, es ist ein Bodendenkmal. Wenn ich da draufklicke, sage ich, okay, Befestigung des 19. Jahrhunderts, Pulvermagazin Nummer 125. So, wenn ich jetzt hier mal das Bodendenkmal wieder ausblende, dann ist es einfach ein Stück Wald. Ich kann mir nichts darunter vorstellen. Und jetzt kommt das Spannende, das finde ich genial. Das ist wie ein Röntgengerät durch die Bäume durch. Ich lasse mir das Geländerelief anzeigen und ihr seht, ich bekomme hier die Struktur dieser militärischen Anlage angezeigt, die ich überhaupt nicht sehen würde. Also ich bin da selber schon vorbeigelaufen. Das ist auch, wenn man hier vorbeigeht oder hier so reinschaut oder auch an der Straße hier lang fährt, man sieht Bäume und sonst nichts. Und hier sehe ich die Struktur, die natürlich hier noch schön erhalten ist, weil es noch moderner ist und die Mauern, denke ich mal, intakt sind. Und das ist unwahrscheinlich hilfreich. Also man kann sich Sachen anschauen, auch wenn man da nicht sondeln gehen sollte, aber man kann sich Sachen anschauen, alte Burgen und Sachen, die einfach komplett überwuchert sind in der Zwischenzeit, weil sie dem Verfall preisgegeben worden sind. Und hier kann ich es eingeblendet bekommen. Also ich zeige es euch nochmal, blende es wieder aus, das Relief, nicht sichtbar, sichtbar, wie ein Röntgengerät. Ihr seht verödete Flussläufe, lauter interessante Sachen, also wirklich toll. Genau, ich hoffe, ich konnte euch hier ein bisschen das näher bringen und es sind natürlich noch viel mehr Informationen, die da mit drin stecken, aber es ist mal ganz grob, um euch ein bisschen zu helfen bei eurer Suche. Und dieser Bayern-Atlas, der uns in Bayern Gott sei Dank zur Verfügung steht, leider außerhalb nicht. Wenn wir da mal ein bisschen rausscrollen, ihr seht es hier auch, hier ist dann schon ein angrenzendes Bundesland, also das betrifft nur Bayern. Wenn man da die Bodendenkmäler einblenden lässt, dann seht ihr ja schon, sieht ein bisschen aus wie ein Preiselbeerkuchen. Und da haben wir hier dann die ganzen eingetragenen Bodendenkmäler, wo man sich super orientieren kann, dass man auch ja dort nicht zum Sondeln geht, sondern sich dort vorher informiert, bevor man seine Sonde auspackt und anfängt rumzuschwenken, dass dort nichts eingetragen ist. Denn in Bayern ist das keine Ausrede, dass man nicht Bescheid wusste, weil dieses Mittel, wie ihr seht, kostenfrei einem zur Verfügung gestellt wird.
und die Informationen ja klar ablesbar sind. Egal wo ich hier reinklicke, ich bekomme hier angezeigt, was ist es, und da ist das Sondeln natürlich tabu. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und hoffe, das war nicht zu viel Blabla, aber ich denke, der Mehrwert, den ich hier darstellen konnte, ist doch enorm und hoffentlich dienlich. Also, macht es gut, gut Fund euch, und dann habt ihr was zu spielen, bis die Sondelsaison im Herbst wieder losgeht, und wünsche euch viel Spaß beim Entdecken. Bin auch dankbar, wenn ihr mir in die Kommentare reinschreibt, ob ihr irgendwas Tolles entdeckt habt bei euch in der Umgebung. Ihr könnt mir auch gerne eine private Nachricht schicken, wenn ihr meint, ihr habt da irgendwas Spannendes entdeckt, was noch nicht eingezeichnet ist und vielleicht ein bisschen Unterstützung braucht. Ich bin kein Archäologe, ich kann auch nur mit meinem, sag ich mal, hobbymäßigen Fachauge da drüber gucken und sagen, ja, stimmt, sieht tatsächlich interessant aus, und euch einfach ein bisschen unterstützen. Und wünsche euch noch einen schönen Abend, macht es gut und bis zum nächsten Video. Euer Peso. Servus!